Sehr geehrte Ehren- und Festgäste, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Pädagoginnen und Pädagogen, der Gruß gilt besonders Ihnen. Sie tragen einen massiven Beitrag dazu bei, dass die Sprache erhalten bleibt, dass Sprache gelebt wird. Und ja, Sie sind die nächste Generation und ja, herzlich willkommen besonders an Sie. Es ist mir eine große Freude, heute mit Ihnen gemeinsam diese Diskussionsveranstaltung eröffnen zu dürfen. Die herzlichsten Grüße von Herrn Bundesminister Martin Polaschek darf ich Ihnen an dieser Stelle überbringen. Die österreichische Bundesregierung bekennt sich im aktuellen Regierungsprogramm klar zur Weiterentwicklung der Volksgruppenpolitik. Die Verdopplung der Volksgruppenförderung sei an dieser Stelle exemplarisch erwähnt. Für das Bildungsministerium sei erwähnt die Verantwortung für das zweisprachige Schulwesen, die Förderung der Minderheitensprachen sowie der allgemeinen Förderung der Volksgruppen im Bildungs- und Erwachsenenbildungsbereich. Uns ist die Weiterentwicklung des zweisprachigen Unterrichts auf Basis aller völkerrechtlichen und schulrechtlichen Bestimmungen, aber auch der Empfehlungen des Europarates ein sehr großes Anliegen. Damit ist selbstverständlich auch die Garantie verbunden, die entsprechenden Ressourcen, sei es am Weg über die Bildungsdirektion oder in der Lehrerinnenbildung über die pädagogischen Hochschulen zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus fördert unser Ministerium eine große Anzahl an Initiativen und Projekten, die zur Weiterentwicklung und Diversifizierung des pädagogischen Angebots für die slowenischen Volksgruppen, die das Ziel haben, diese zu unterstützen. Sehr erfreulich ist es, dass das Interesse an der slowenischen Sprache in Kärnten steigt. Slowenisch ist als Wirtschaftssprache, europäische Amtssprache oder Staatssprache eines Nachbarlandes attraktiv. Die starke regionale Kooperation in Kärnten sowie die europäische Integration fördern natürlich diesen Trend. Da wir heute in Kärnten und in der Landeshauptstadt Klagenfurt sind, möchte ich besonders noch auf ein Jubiläum hinweisen. Vor exakt 65 Jahren, im September 1957, wurde mit der Gründung des Bundesgymnasium und des Bundesrealgymnasium für Slowenen in Klagenfurt ein wichtiger Meilenstein für die Entwicklung des Schulwesens für die slowenischen Volksgruppen und das zwei- und mehrsprachige Bildungsangebot in Kärnten gesetzt. Es ist bis heute die einzige AHS in Österreich, die Slowenisch als Unterrichtssprache anbietet. Ja, ich glaube, das ist durchwegs eine Errungenschaft, die man feiern soll. Ich danke den Verantwortlichen sehr für diese Diskussionsveranstaltung. Besonders spannend finde ich die OGM-Ergebnisse, die Sie, glaube ich, morgen diskutieren. Wichtig wird es sein, die Handlungsableitungen daraus zu formulieren. Ich glaube, wir alle als Gesellschaft, als Verwaltung, als politisch Verantwortlichen sind gefordert, für den Erhalt der Volksgruppen und der Minderheitensprachen uns einzusetzen. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Veranstaltung.